Die Schweizer sind in Thailand die neuen Problemausländer. Die Thailänder haben die Nase voll von uns. Ganze Schweizer haben sich Wait a minute. Wieso melken denn die Frauen die Kölbe von unseren 69 Männern? Voll von uns. Ganze Schweizer haben sich dazu entschieden, ihr Leben in Thailand zu verbringen. Tausende leiden davon in der Stadt Phuket. Das Problem ist aber, ein paar davon können sich nicht benehmen. Sie pöbeln, sie prügeln und ein paar morden sogar. Sind ihr euch da sicher, dass das auch 100%ige Eidgenossen sind und nicht da irgendwelche Wurzeln vom Ausland haben? Bin mir da nicht so sicher. Wegen dem hat es auch schon einen riesen Shitstorm gegen die Schweizer gegeben. Unter ganz vielen Polizeimeldungen auf Social Media gibt es Kommentare wie «Ist es schon wieder ein Schweizer gewesen?» Kann ich mal Entschuldigung, da in der Schweiz sich durchmelken lassen, dann kalbert ihr ja selber irgendwelche Schweizer raus. Dann war wieder ein Schweizer. Wieso kalbert ihr denn überhaupt die Schweizer? Nein. Vor nicht mal 3 Wochen hat ein Ausraster von einem Aargauer sogar für eine richtige Demonstration von 500 Einheimischen gesorgt. Der 45-Jährige hat eine Frau angegriffen, die zusammen mit ihrer Kollegin auf einer Stege vor seinem Haus gehockt ist. Get the fuck off! Get the fuck off! Get the fuck off here! Entschuldigung, wenn bei mir jemand vor der Haustür hückelt, soll mir das Kaffee anbieten oder was? Soll mir eine Massage anbieten? Oder was verlangt ihr eigentlich? Am besten noch mit Happy End, nein. Die Frau hat den Schweizer dann angezeigt und dabei ist herausgekommen, dass die Stege gar nicht auf seinem Grundstück ist, sondern auf öffentlichem Grund. Die Stege hat dann auch entfernt werden. Er bestreitet, dass er die Thailänderin überhaupt angreifen wollte. Es sei ein Unfall gewesen und entschuldigt sich jetzt bei den Frauen. Aha, der hat das halt nicht gewusst, ja. Also ich kann ja immerhin froh sein, dass sie nicht ein paar Schnüre bekommen hat, ja. Halb so schlimm da Fabriken, nein. Ermittlungen laufen aber noch. Zu diesem Fall hat sich sogar der thailändische Premierminister geäußert. Die Behörden sollen sicherstellen, dass Touristen, die auf Thailand kommen, sich auch an die thailändischen Regeln halten. Folge uns für mehr News. Ja, aber da verstehst du überhaupt nicht mit diesen Hieroglyphen und mit diesen hohen Schildern. Also, wie soll ich mich denn hier an die Regeln halten, wenn ihr nicht einmal normale Buchstaben benutzen könnt? Schönen Abend.